Bloomen, Goaden en dien Vestaunt. Derde deel, dort Vestaunt, Reinjen. Waar we te beten. Gott, wir sind dir dankbar, dass wir dürfen lernen, wir uns Verstand rein zu merken mit den jährlichen Wahrheiten. Sehen du uns lernen, sehen du die Arbeit, die wir tun wollen. Wir laufen die an Schöpfer. Amen. Der Kampf mit dem Ankreuz in einem Blumengarten, der fängt den ersten Tag an. Je eher wir damit anfangen, je besser kommen wir durch mit dort. Dass das nicht überhand nehmen wird. Und uns Verstand ist dort krass so. Wir müssen anfangen, und je mehr wir das tun, je leichter wird das werden. Die Bibel spornt uns an in Römer Kapitel 12, Versen 1 und 2. Brüder, weil Gott so viel Genot und Mitleid an uns bewiesen hat, ermahnen könnt, auch einen Körper Gott zu geben, als ein heiliges, lebendiges Opfer, das Gott annehmen kann. Lut dort ein jährlicher Gottesdienst sein. Und stellt ihn nicht so an, als diese Welt dort tut. Je sollen durch eine neue Gesinnung verändert werden, dass je weiten kann, was Gott sein will, was gut, angenehm und vollkommen ist. Dort fange ich an mit Brüdern, aber das ist zu den Brüdern und auch den Schwestern. So Gott wird uns hier sein, dass uns Körper als ein lebendiges Opfer, wir sollen unsere physische Kraft brauchen, zum Gehen und zum Tun, was Gott sein Willen ist. In Vers 2 wird uns befohlen, wir sollen unsere Gesinnung, unsere Säule, soll wir ernähren. So, die Säule, die mit den Kronen ganz abschreiben, nur das Jährliche, damit wir die jährliche Wahrheiten können, darstellen lassen, von der Säule nur uns Verstand. Wenn wir auch ganz gesund mit unserem Körper umgehen, wir exercisen, wir essen gut, wir brauchen Vitaminen, wir tun alles Gute für uns Körper. Aber wenn wir nicht das Schwere aus uns Verstand arbeiten tun, dann nimmt uns Körper mal 20% an von das Gute. 20% von das geht verloren, das sozusagen für Dummheit getan. Wir müssen eine Säule entscheiden, dass wir wollen unsere Gesinnung ändern, unsere Gedanken ändern. Und wenn wir unsere Gedanken ändern, dann wird unser Körper auch möglich werden. Wenn wir die negativen Gedanken nicht arbeiten, dann kommen die immer weiter drei. Dort Verstand geht bloß rein zu merken mit der Hilfe von den Heiligen Geist. Die Bibel sagt uns in 2. Korinther, Kapitel 10, Versen 4 und 5. Dort Gerätschaft, was wir zum Kämpfen brauchen, stammt nicht von dieser Welt. Dort stammt von Gott. Und du wirst hast dort eine Gotteskraft an sich. Dort kann jährliche Denken, dort falsch und sehr fast ist, zu nichts merken. Mit dort, wo Gott uns zum Kämpfen stellt, merken wir alle Gedanken zu nichts und alles, was hoch und fromm auslädt, aber uns hindert, Gott immer besser kennenzulernen. Wir nehmen alle Gedanken fast, dort der Christus gehorchen müssen. Hier schreibt dort ganz klar, dort wir haben Gerätschaft, jährliche Gerätschaft von Gott, was wir brauchen können, um diese Gedanken zu bekämpfen. Ich ruhe die zu, diese 2 Versen auswendig zu lernen. Dort ist eine jährliche Wahrheit, was die immer halten kann, den Verstand reinzumerken. Besonders den letzten Satz von Vers 5. In den habe ich mir das auswendig gelernt. In 2. Korinther, Kapitel 10, Vers 5 steht geschrieben, dass wir nehmen alle Gedanken fast und stellen die unter den Gehorsam Christi. So wenn ich meinen Körper mit dort brücken will, habe ich dort busig auswendig lernen. Und das hat mir geholfen, dort Gerätschaft zu brücken, um dort Kreuz an meinen Verstand zu weiden. So das Erste, was wir tun sollen, wenn wir anfangen mit einer Verstandreinigung, ist beten. Das zu Gott bringen, weil wir haben alle einen Fleck voll von Ankreuz mit negativen Gedanken, mit schlechten Reaktionen, mit giftigen Gefühlen. Und wenn wir anfangen wollen, alles zugleich reinzumerken, wo wir den 2. oder den 3. Tag abgeben und anmutig sind, so wollen wir Gott fragen, was ist das Erste, was uns fehlt, reinzumerken in uns Verstand. Hier ist ein Beispiel von Sorgen. In Philippa, Kapitel 4 von 6, der 7 sagt, das ist das. Sorgt am nichts, lud Gott mit Beten und Prachen, in Dankschein sein, alles weiten, was ihnen fehlt, in Gott sein Fried, der weit über alles geht, was Menschen verstehen können, wird ihnen Horten in Gedanken an Jesus Christus bewahren.
Hier fingen wir, dort wir sollen uns am nichts nicht sagen. Aber wo ist das bloß möglich? Wir haben jeden Tag so gerasslich viel, über was wir uns sagen wollen, oder die Entscheidung genommen haben. So, wir sollen in Denk haben, wo wir unsere Sorgen bringen nach Gott. Seht die in Denk, in Glas, in der Dose und schrieb du ab, Sorgen für Gott. Oder den Bibelvers, Philippa 5, Vers 6, Sorgend am nichts. Und dann nahm die in Papier und schrieb die du ab, am was du die Sorgen des, zum Beispiel deine Kinder. Und wenn du nicht aufpasst anschrieben, dann kostet du dort auch Molen. Und dann leih dort taub, und dann schmied deine Sorgen hinein. Das bringt nur Gott, und das tag ich taub. Während den Tag, wenn mir das dann passieren wird, dort ich war Sorgen da über das selbst Denk, über meine Kinder. Dann gehe ich nur das Denk, das stelle ich wohin, wo ich dort leicht sein kann. Und dann sage ich, in 2. Korinther, Kapitel 10, Vers 5, Jeff Gott mir die Autorität, die Gedanken festzunehmen und unter den Gehorsam Christi zu bringen. Und dann lade ich das Ding zu. Wenn ich mich wieder sorgen da, dann ist das ein bisschen so, als wenn ich das Ding aufdaten da und will die Sorge wieder zurücknehmen. Und andere wird, ich sage zu Gott, du bist nicht stark genug, zu meine Sorgen helfen. Ich will mich besser mit meinen Sorgen. In Wirklichkeit wollen wir uns gleich besser mit unseren Sorgen und wir vertrauen uns selbst gleich mit unseren Sorgen. So wenn wir das Ding zulassen und dann weichgehen von dort und weiter arbeiten und dankbar sein. Warum ist es wichtig, dort abzuschreiben? Weil wenn wir was schreiben oder was malen, dann ist das so, als wenn wir von uns Verstand was rausnehmen, wir schicken dort vielleicht unseren Arm und wir schreiben dort auf ein Papier ab. Und wenn du allein bist, dann lese dort noch ab Lüdes. Vielleicht wird sich dir dort kängerig fallen, wenn du ab Lüdes lesen das, was die sagen det. Aber dort helpt uns, weil es dann reden wir, dann hören unsere Ohren und dann wird uns Verstand, was zu tun. Dort ist ein Ding, was Gott hat taub geknackt. Uns Geist, Seele und Körper. Und wenn wir dort alles taub brücken, dann so viel Böse, wo wir beschädigen, mit uns Verstand reinbeuten. Dort nächste fingen wir in Philippa, Kapitel 5, Vers 6, dort wir sollen alles mit Danksagung nur Gott bringen. So, wir haben unsere Beschwerden, unsere Sorgen all nur angebracht. In Dankbarkeit können wir auf eine ähnliche Weise üben. Hier können wir verschiedene Papiere nehmen, für was wir dankbar sind. Und da steht Sorgen. Und das kann je als ganze Familie tun. In dit Glas darf je opmerken, berät je, wanneer je dat opmerken wollen. Weil je dort einmal de Werk opmerken, einmal de Monat, einmal das Jahr und leest, für was je alles dankbar wären. Je wollen je wundern, wo treu und wo gut Gott ist. Du sind so viel mehr Dinge zu danken, als zu sorgen. Ein Ding, was sehr helfen wird, ist Bibelversen auswendig lernen. Und mehr auswendig lernen und mehr. Und das selbe Ding, der abschreiben. Ich habe das Dossier, hier ich die Bibelversen nennen, was ich mir auswendig lernen will. Ich schreibe das ab, damit mir das was helfen wird, dass mein Verstand dort wirklich futen kann, dass ich kann mein Verstand reinmerken, mit der rechten Gerätschaft, was die jährliche Wahrheiten sind, die Bibel. In Psalm 139, Vers 14 zum Beispiel sagt dort, ich danke dir, dass ich wunderbar gemerkt sie. Deine Worte sind wunderbar. Dort wird meine Seele sehr gut. Was ich davon hängt, noch einmal den Psalm handschreiben, aber dann ich mein Namen nennen, dass es persönlich ist zwischen mir und Gott, weil es Gott hat, dort wird für uns alle auf einen persönlichen Weg hier geladen durch den Heiligen Geist. So nicht kann ich sagen, ich danke dir Gott, dass ich, Lili, wunderbar gemerkt sie. Deine Worte an mich, Lili, sind wunderbar. Dort wird meine Seele sehr gut. Und ich habe Epheser 1, Vers 5 und viele andere Versen, die ich hier habe. Und dann schreibe ich die so, die sind für mich geschrieben. Wenn dann Sorgen und die negativen, Gedanken und Reaktionen und Gefallen über dir kommen, dann denke ich an die Bibelversen, die Gott extra für mich geschrieben hat. Und das soll sie auch für die. Wenn ich abwaschen will, dort ist die Zeit, wo ich das meiste Problem habe,
dort meine jäfje Gedanken wollen über Deel kommen. Willst du halt dort mir Zeit zu regeln? So, wenn ich erst meine Gedanken vorgenommen habe, mit 2. Korinther Kapitel 10, Vers 5, und ich denke an, ich darf was denken, was ich nicht so, dann gehe ich nur danken. So, ich fange an zu danken. Gott Dankeschön für das Geschirr, für die feine Kadern, was ich habe zu meiner Arbeit tun. Ich danke dir für jede Person, was an meinem Tisch von der wird, was die Gaffeln gebraucht hat, was Eten gespeckt hat mit den Gaffeln. Ich danke dir für das feine, klare Wasser, was ich habe zum Abwaschen, für das Säub. Ich danke dir, dass ich nicht Wasser holen vom Riefer in den Meergruppen anstecken und Halt holen. Ich danke dir. So dann gibt es ein ganzes Gerang von Dankbarkeit. Und es steht dort Gerang von jäfje Gedanken. Das fängt bloß gerade so an zu ranken und zu blieben. Ich muss das immer weiter üben. Und dort ist, wo wir einen Unterschied merken, dort ist, wo wir geloten hat an Gott kriegen. Ein Ding, was ich für eine lange Zeit getan habe, was mir sehr geholfen hat, ist schreiben, beständig schreiben in Gott dort tauschen, mit was ich Problem habe. Als ich Gott beten deuten am Frauen deut, mit was ich persönlich schaffen soll, dort wird mit Beleidigung. So, ich habe so eine Blätter aus das hier auch in einen Link, was ihr kann utprinten, und dort nenne ich Weiden in Bloomen uitstreden. So, das erste, da ich in Jäffchen Gedanken ankriegt, da ich utweiden, und dort ist bei mir Beleidigung. Und dann da ich jeden Tag wählen, was ich tun will, wenn diese Beleidigungsgedanken anfangen. Ein Tag wieder singen, ein Tag wieder einen Bibelvers auswendig lernen, verschiedene Ideen, was wir können haben. Und dort ist das Blumensud ausstreden. Zuletzt denke ich immer tegnen, dass ich das wenigstens 2-3 Mal während den Tag getan habe, oder mehrmal. Das hat mir sehr geholfen, das können die auch helfen. Das sind viele jährliche Wahrheiten, was für uns persönlich schaffen kann. Wir lernen alle verschiedenen, das hat mit Lernen zu tun. Brauch irgendwas, was die helfen wird, solange es dort eine jährliche Wahrheit ist. Und weil wir nicht vergessen, dort ein wirklicher Blumengarten, der wird niemals vollkommen auf diese Erde sein. Uns Verstand wird auch nicht vollkommen auf diese Erde sein. Aber je mehr Zeit wir an dem Blumengarten von uns Verstand schaffen, so viel leichter und besser wird es sein, die jährliche Wahrheiten anzunehmen und dort jährliche Anneue zu ziehen zu leihen. Mag Gott uns sehen im Lehren und im Wissen.